Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoffs. Heute stehen die Halbfinals an und wir werden dir bis zum Schluss durchziehen. Somit, wenn du dir das ganze Video bis zum Schluss reinziehst, wirst du erfahren, wer am Ende im Finale steht. Und nächste Woche wird genau das starten, das große Finale. Und wenn du mal möchtest, bei so einer Aufnahme dabei sein oder sonst einfach, wenn ich das Ganze hier mache, einfach NHL zocken oder etwas anderes zocken, vielleicht auch noch quatschen, dann folgt mir auf Twitch. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Video. Wir werden ja heute beide Halbfinals komplett durchspielen. Das heisst, wir fangen mit dem Simulieren an IFK gegen Freiburg. IFK führt hier nach dem ersten Drittel. Freiburg hat aber etwas dagegen, denn sie können ausgleichen zum 2:2. Aber am Schluss verlieren sie trotzdem gegen IFK mit 2:4. Natürlich simulieren wir auch Schweiz gegen Winnipeg. Die Schweizer führen nach dem ersten Drittel knapp mit 1:0. Selbes Resultat nach 2 Drittel. Und am Schluss, nein, nicht am Schluss, 2:2. Ich meine, sie gewinnen, aber es geht tatsächlich in Verlängerung. Aber jetzt zum Schluss gewinnt die Schweiz doch noch ganz knapp nach Verlängerung mit 3:2. Schauen wir, ob Freiburg in der Serie zum 1:1 kann ausgleichen. Nach dem ersten Drittel sieht es nicht danach aus. Nach 2 Drittel führt IFK weiterhin. Es muss jedoch in die Verlängerung gehen. Aber das Resultat ist wie im Spiel 1. IFK gewinnt und führt somit in der Serie mit 2:0. Können auch die Schweizer ihre Führung ausbauen? Wir werden es jetzt gerade erfahren. 1:1 nach dem ersten Drittel, 2:1 nach 2 Drittel und am Schluss gewinnen sie mit 6:1 und führen somit mit 2:0 in ihrer Serie. Wir kommen endlich zum ersten Live-Match IFK gegen Freiburg und ich darf, weil ihr das gewünscht habt, mit IFK spielen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, schiessen wir IFK in der Finale oder verhelfen wir? Ja, bis jetzt schiessen wir noch nicht. Oder schafft es Freiburg? Oh, schöner Save. In der Serie auf 1:2 verkürzen. Schöner Save. Wir werden den Sieg holen, aber so. Oh doch, vielleicht so. Nein, doch. Komm. Oh, mit Glück hätte es klappen. Oh, Freiburg, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Zu gefährlich, denn da führen sie jetzt mit 0:1. Da können die Powerplay und Bulli gewinnen. Das wäre schön. Jawohl. Schuss daneben. Können wir Jungs in Unterzahl als Goal schiessen. In Unterzahl. Komm. Nein, wieso schiesse und passe nicht? Ich muss mich so konzentrieren, aber wir schaffen es. Wir schaffen es und der Bär schafft auch Parade. Scheiße. Freiburg macht das für mich viel zu viel Druck. Nein, nein! Wenn sie es so gut können von unserem Goal fernhalten, aber jetzt haben sie es super schön gemacht und führen mit 2:0. Nein, Sprunger, nein, nichts da, nix da. Nein, fuck, die Scheibe weg, kein 0:3, kein 0:3, schön Goalie. Kommen Jungs, hinten und Goal. Nein, daneben. Ach, Berra, kannst du den nicht reinlassen? Nein, fuck, der nimmt uns die Scheibe locker weg, weil ich so blöd bin. Kein Goal, schön Goalie. Komm, Junge, meine Güte, ist der langsam. Aber da, komm! Nein! Ein paar Sekunden noch. Powerplay, Ehrengoal, komm, Ehrengoal. Nein, ich verzeuge. Unfucking glaublich. Und somit verlieren wir den Match gegen Freiburg mit 0:2. Das einzige Gute ist, Freiburg ist somit noch im Geschäft dabei. Und wenn wir die Statistik anschauen, ist der Sieg einfach nicht verdient. Wir sind besser gewesen, aber leider nicht so effizient. In unserem zweiten Spiel dürfen wir mit Winnipeg spielen gegen die Schweizer Nazi. Und da muss meine Effizienz um einiges verbessert werden, wenn dafür sorgen, dass die Schweiz nicht direkt in die Finals einzieht. Die Schweizer sind verdammt stark. Extrem stark. Nein, zu stark für mich. Das geht schnell und jetzt führen sie mit 1:0. Wir müssen uns um Welten steigern, um gegen die Schweizer Nazi zu bestehen. Hey. Und so vielleicht? Nein, so bezwingt man nicht den Genoni. Nein, fuck it. Scheiße, das wird wirklich ein Klatschen geben. Sie führen bereits mit 2:0, die Schweizer. Ja, wir sind einmal im gegnerischen Drittel drin. Sehr schön, Schuss. Komm, nein, Genoni, wieso? Bin nur am Verteidigen. Goalie hebt sehr schön.
kriegen die Scheiben einfach nicht, die kriegen sie nicht, aber der Goalie hat sie. Und jetzt, vielleicht gibt es einen Angriff, wer weiß, ich probier's. Komm, jetzt nicht zu dem. Ein zweites Drittel geht dort weiter, wo zuerst an sich aufgehört hat, fast mit einer riesen Chance für die Schweizer und mit einem Goal vom Hischier zum 3:0. Fuck! Oh, Pass über, sehr schön. Also, das ist ein schöner Angriff im Sinn, aber schlecht abgeschlossen. Jetzt der Angriff, komm, das muss er sein. Das muss der Angriff sein, der uns das Goal bringt. Ja, da haben wir das Ehrengoal zum 1:3. Und jetzt können wir hoffentlich die Aufholjagd starten. Jawohl, komm. Nein, der Giannoni berät, aber wir haben noch Gibo und jetzt Becken rein. Nein, daneben geschossen. Aufgepasst, Fiala kommt. Wir können Gibo neben ihnen abnehmen. Und weiter. Goal, komm, abprallen. Nein. Aufgepasst, kein Goal zum Start vom letzten Drittel für die Schweizer. Nein, genau das hätte nicht passieren dürfen, aber es ist passiert. Scheiße. Wir brauchen mehr Chancen. Und da ergibt sich eine. Leider nicht. Wir brauchen fucking 3 Goal. Das wird so schwer. Besonders wenn der Goalie so Paraden aushaut. Die Schweizer machen da wieder Druck. Sie wollen das 5. Goal erzielen. Das spüre ich. Aber wir lösen das nicht so. Nein. Goal ist sehr wichtiger Save. 0,5 Sekunden sind noch auf der Uhr. Das schaffen wir logischerweise nicht. Da ist die Sirene. Wir verlieren Spiel Nummer 3 in dieser Serie gegen die Schweiz. Und somit bin ich gar nicht so unglücklich, weil die Schweiz sich damit fürs Finale qualifiziert hat. Wenn wir auch hier wieder die Statistik anschauen, sieht man, wir hätten an sich auch gewinnen können. Aber meine Effizienz bzw. der Goalie vom Gegner ist einfach zu stark gewesen. Und somit die 1:4 Niederlage. Wir sind aber noch nicht fertig, denn wir müssen herausfinden, wer trifft auf die Schweiz im Finale. Ist es Freiburg oder IFK? Aktuell sieht es nach IFK aus, denn sie führen nach dem ersten Drittel mit 2:0. Freiburg kann jedoch verkürzen zum 1:2, aber sie können den Match nicht kehren und somit gewinnt IFK nicht nur den Match, sondern auch die Serie und steht im Finale gegen unsere Schweizer Nazi. Und so sieht der Playoff-Baum aus. Ihr seht jetzt genau, wie sich welches Team durchgekämpft hat, wo sie ausgeschieden sind oder welche Gegner besiegt worden sind, um eben am Schluss im Finale zu stehen. Für heute auf jeden Fall war es das. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, du hast richtig Spass gehabt. Wenn das der Fall war, dann zeigt mir das unbedingt noch mit einem Daumen nach oben zu dem Video, denn ich bin jetzt draußen und wünsche dir so einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!